Ich meine, zu meinem Redebeitrag für ich doch einmal Merci und Organisateuren und das wir durch heute Standpunkten durchlehen, da gibt es sie pensioniert seit 5 Jahren, sind aber noch aktiv an der Chambre des Salariés, holen do Deal und die Reunionen vom Komitee, von der Pläne, holen Deal und den Sitzungen vom Nationalvorstand vom OGBL. Und er wird Möglichkeit über Formationen, die Schalen zu Remisch am Cefos für über die Jahren über 30, 35 Formationen, immens viele Delegierten aus unterschiedlichen Bereichen von der Wirtschaft kennengelernt zu, mit ihnen diskutiert zu und dafür eine Meinung zu verschiedenen Sachen zu kriegen. Ich will für dich mal kurz nach ein darauf sagen, weil dadurch konnte just ugerast gehen, dass den europäischen Niveau, wo die Attacken durchstört gehen, geplant gehen, durchgeführt, dass die OECD genannt gehen, erkennen von ihren Berichten verfehlen sie, einen Abruf zu machen, die Sozialstaat zu Lützburg aber unbedingt mussten aufzubauen, können immer und das nicht nur mit Renten, das auch für allem den Index, den du in da machst. Ich denke, da denkt Person wie den Jean-Claude Trichet, wo seine letzte Pressekonferenz gehalten hat, sich meiget für 10 Minuten lang einen Attack zu reiten gegen den Index, dass das einfach weist, dass sie Angst haben, dass so Ideen Kinder in Zukunft aber manche Kinder gefährlich gehen. Bon, was Lodo ist, ich gesehen die Attacken, und da gebe ich so, guckt nicht nur mit dem Rentensystem, guckt die Frage vom Index an insgesamt den Aufbau vom Sozialstaat an dem Zusammenhang, weil die Rentenreform, die geht auch in die Richtung, die inseriert sich an den Kontext. Und ich denke, wenn wir den Match müssen machen, wollen machen, dass es darum geht, dass auch an der Relation zu sehen, Aufbau für Sozialstaat. Ich denke, mit dem, was ob es zukommt, der Fiskalpakt, die am Gang sind, auszuhacken, dann noch die Mechanismen Europäer der Stabilität, wo sie am Gang sind, darüber zu schwätzen, dass das alles Elemente gehen, die den Sozialstaat noch mehr Werte gefährden an den nächsten Monaten, an den nächsten Wochen. Woche schon am Moment, weil es gibt eine Vermutung, von der gesagt doch, wie sie die Sache umgehen, nicht lasst, dass das tut, so etwas gibt wie ein kahle Putsch für und allem gegen den Sozialstaat. Über die Rentenreform sind ein paar die Sachen gesagt, ich will die natürlich nicht wiederholen, die absolut richtig sind. Ich denke, was den muss gesehen, da gibt ein Katastrophenszenario abgebaut. Das Katastrophenszenario laut die Bartholomäus Marx, der gesagt hat, das mussten unbedingt etwas machen, für die Juren zu retten, für das wir etwas noch für die Juren, wir mussten den Diskurs inszeniert. Und setzt ein Projekt an die Welt, den dann beschrieben wird als ein Projekt mit Stahlschrauben und den Stahlschrauben können den drehen, mal mehr da den, dann mal mehr da hat. Und insgesamt können den durch Diskussionen, weil wenn ihr nicht Druck könnt, eure Lo an der Diskussion, möchte nicht mehr nach Rückzeigen, und ihr seht, das ist nicht mehr ein Projekt, den Lo bei der Parlamentarischen Kommission, die zuständig als Leid, die wir immer noch zu verbessern. Aber die Geschichte ist, das kann nicht wieder ausgehen, weil Stahlschrauben sie beschrieben, an dem Kader soll das sich bewegen. Und insgesamt muss ich sagen, das Toten geht fundamental in die falsche Richtung. Das ist so, und ohne Demagogie, das ist nicht so, dass man die Muren, wenn das Toten durchgeht, Leute halt zuletzt Renten haben. Das geht verdächtig an, dass du nicht geschieht oder nicht ganz viel geschieht. Und da lösen wir aber ein Pont kreieren, die immer mehr steil geht, wo man dann aber dann an einer Partie Jahren Dollar noch wieder Teil beschrieben geht. Also die Weichen, die stehen da an die falsche Richtung. Schon ein Element daraus aus der ganzen Diskussion, weil es für mich ein wichtiges Element ist, dass die Idee, die sie haben, für wollen, den Rentenantrittsalter an die Lut zu setzen. Da wird da gesagt, wir machen das mit Senioren gerecht. Aber wenn ihr guckt, haut Realität an den Betrieben.
dann merkt den, dass du nicht nur die Ehler-Kollegen, aber die Kollegen alle Guten, das immer mehr mitkriegen wie ein Hell, wie Murks, wie Druck. Die Leute psychisch krank in ganz Reihe. Und wenn ihr guckt, wie Delegationen dort Matcher müssen machen, für halt so mal einen verständigen Tonraum können zu suchen. Aber wie sie oft übergangen gehen, dann merkt den Betrieb, dass das Haut etwas oder viel Betriebe, ich will nicht so in alle Guten, aber viel Betriebe, leider immer mehr, entwickeln sich in eine Richtung, dass die Leute den Betrieb mitkriegen als hell, wo sie Druck haben, wo sie nicht mehr raus wollen. Aber wenn in der Leute einen so einen Leistungsdruck bringt, meint, sie müssten dann bis 67 haben, das geht ja in die Richtung. Wir kriegen ja immer dort Vorbild Ausland gewiesen. Da wollen sie schaffen, und das nennen sie dann seniorengerecht, was sie wollen machen. Dann ist das einfach lächerlich. Sie werden da mit Projekten kommen, die sich an der Praxis, was gut ausgesagt, ein paar Bayer, aber was an der Praxis für Seniorengerechtigkeit nicht kann umsetzen lassen. Und parallel dazu wird der Fakt geschafft, aber das Rentenantrittsalter an die Lut gesetzt wird. Ich will just sagen, für 15, 20 Jahre, dass dann Betriebe, ich weiß von der Siderurgie, sind aber viele Betriebe danach gehen. Wenn der Kollege über 50, 52 Jahre hat, wo das gemacht gehen, wir den das rausgeholt aus dem Betrieb, die konnten dann Geschirr rausgehen, an einer Werkzeugausgabe. Möglichkeit wird bestanden für Leute, die ein Handicap kriegen und durch Gesundheit so, dass die bei vollem Lohnausgleich dann ein Boot gebotzt wird. Ja? Auf jeden Fall, das fand ich, das war seniorengerecht. Demals, für was war das seniorengerecht? Und für was kriegen wir das nicht über das Gesetz gemacht? Weil demals auf den Plätzen da Kräfteverhältnis geklappt hat. Kräfteverhältnis, sei es Sicht, Kräfteverhältnis zwischen eben der Gewerkschaft und dem Patronat, Kräfteverhältnis zwischen der Delegation und ihrer Direktion, und die konnten das oder die Systeme da auf die Art und Weise durchsetzen. Und das als Haut alles natürlich mich schwer gehen. Demos konnte in der Reihe von 3 Schichten der Bankschicht holen, die spielen, die der Weise am Betrieb Lesungen zu finden, auszuhandeln, über Gespräche, die nach bestanden, die gehen Haut immer mehr aufgeschafft. Bon, was ich will nach ein Kehr unterstreichen, weil das für mich wichtig ist, wir sollten gucken, die ganze Sache so geht nicht nehmen um die Rentenreform. Geht um eine andere Vue von der Gesellschaft. Geht um grundlegend eine andere Verteilung. Ich so, wenn den Haltung von der Union des Entrepreneurs, von den UL, von der Union des Entrepreneurs Luxembourgeois hält, oder von ihrer Berufskummerin, da merkt den an den Texten, was du haben drin hast. Und dann drücken sie sich an den Texten nach diplomatisch aus an der Regel. Aber wir haben drin als ein Menschenbild, dass der Mensch nicht mehr wert ist, außer das, was seine Arbeitskraft wert ist. Und der Rest wird die ganze Sozialstaat auf den Kopf gedreht, gespürt, geht alles nur Rentabilitätskriterien geführt und immer mehr privatisiert, und immer mehr geht auch als Gesellschaft in die Richtung. Ich will da doch just kurz erwähnen, wen auch hier am Land wirklich eine schlechte Rolle spielt, das sind als Medien. Ich will just daran erinnern, muss ein Jahr hier sehen, bringt RTL Television nicht fertig, ein Tablerand zu machen über den Index. Und du siehst 4 Leute, die schwätzen über den Index. Und sie 4 Leute, die den Index wollen aufbauen. Das Caroline macht als Moderatorin praktisch als Link durchtun. Das ist ein Skandal. In einer Demokratie wird das so nicht geben. Bon, dann, wie wir im Reis, ich denke, das angefangen sich zu wehren, nur GBL hat ein Ergangsmeeting gemacht von 300, 350 Leuten. Donno waren Tram Schabappes, also von den Gewerkschaften alle Guten. Da waren etwa 7000 Leute, da muss ich sagen, und das hat mich auch gefreut, ich habe eine ganze Reihe Leute rumgesehen aus den Delegationen. Das heißt, besteht Möglichkeit, und der auch die Weg, die man sollte gehen in Zukunft, dass man über die Delegierten aus den Betrieben,
die sich für die Gewerkschaften am Fongel der Multiplikator sind, all die Thematik, die wir heute durchschwätzen, an Betriebe rund. Die Leute erklären, dass zwischen ihren Arbeitskonditionen, ihre Kollektivverträge, ihre Paien, dem Index, an der Renten, dass dort Zusammenhänge bestehen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die schwer ist, die immer muss feiern. Und Geschichte ist es aber als Delegierten, als Gewerkschaftler, hat du keine andere Möglichkeit. Das ist der Weg natürlich, den wir gehen müssen. Ich wollte eine letzte Bemerkung machen, dass das geht gesagt, wir werden das für die Jugend, also Motivation, die Bartolomeo. Ich will just etwas sagen. Wenn in einer Gesellschaft tut, wie wir sie heute tun, mit einer Ökonomie, die so viel Reichtum schafft, wie noch nie viel drunter an der Menschheitsgeschichte, wo wir fertig bringen, Produkte, Dienstleistungen zu schaffen, wie noch nie viel drunter an der Menschheitsgeschichte. Am besten in einer Situation, wir können die Jugend nicht aufsichern, was wir heute tun. Die müssen nur mit arm gehen, die müssen aufgebaut gehen. Das ist der sehr nicht krank. Das ist eine Umverteilung von dem Ganzen etwas falsch. Und das, wenn ihr die richtigen Beispiele weiß, erbringt, da versteht das Leute auch immer mehr. D'autant plus, sie selber immer mehr an die Schwierigkeit werden kommen, dass alles da tote werden eigene live erleben. Die Kollegen, meiner Meinung nach, Kolleginnen und Kollegen, meiner Meinung nach geht es immer mehr drum. An Zukunft, an nächste Wochen, am Montag, an das ist nicht den 9. Oktober, das kann ja. Da den Leute mobilisiert, Kollegen mobilisiert, dass wir uns alle Gute mobilisieren, dass die Delegierten, Gewerkschaftsmitglieder an den Betrieben mobilisieren, dass wir da wirklich so massiv die Leute bewegt kriegen, dass ihnen das tut und alles, was dabei zukommt, gebremst kriegt. Das ist der Schmerz.